Moin moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Reaktion auf dem besten Zweitkanal der Schweiz und jetzt seit neuestem auch von Deutschland. Ich war in den letzten 2 Tagen in Köln, hatte da einen Dreh mit Worldwide Wohnzimmer und mit Revinzeit. Das war absolut beschissen. Revi hat einen Vlog gemacht, ich bin auch in diesem Vlog und ich bin extrem gespannt, wie das wird. Spielesause-Vlog mit den Besten, es ist einfach nur ein Traum. Noch ganz kurz zu Revinzeit. Er ist im echten Leben auf jeden Fall auch gleich beschissen wie im Internet. Guten Morgen Fachmann oder auch Moin Meister, ne? Sagt das nie wieder. Wir sind gerade erstmal wunderschönen guten Morgen, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin absolut gut gelaunt, denn der Tag startet extrem beschissen bei Twin TV. Wir haben heute hier 3 Formate-Drehs, unter anderem mit Adi Totoro Moin, das bin ich. und Starlet Nova. Und Moin, das bin nicht ich. später geht's auf die Spielesause von meinem Lieblings-YouTuber Gronk und Papa Platte und Trimax machen da auch irgendwie mit. Da gibt's ein kleines Pokerturnier und dann geht's heute Good Joke, Revi, guter Witz. Ich finde, du solltest den deutschen Comedy-Preis gewinnen. Abend tatsächlich auf die große offizielle Crispy Robs Chips Party. Das wird ein Traum. Der heutige Tag. Ey, ich war so dumm, ne? Ich war donnerstags und freitags in Köln. Am Donnerstag bin ich angereist, habe mir die Stadt angeschaut und am Freitag hatten wir den Dreh mit WWW. Und ich habe ein Video mit Revi gedreht. Aber ich hatte heute ist Samstag, wo ich das Video aufnehme, hatte ich ein Event in der Schweiz. Und wäre dieser Event nicht gewesen, dann hätte ich auch auf diese Crispy Rob Party gehen können. Und das wäre auf jeden Fall ein Traum gewesen. War schade, dass ich nicht gehen konnte, aber man kann nicht alles haben im Leben. So ein Ding ist das. Wird sehr, sehr vollgepackt. Ich bin schon seit 8 Uhr wach, war natürlich schon im Gym, war 3 Kilometer laufen, habe 7 Bücher über positives Mindset gelesen und wenn auch du 500 Euro... Deine Cam ist teurer als mein ganzes Leben. Kann ich ja nichts für. Was? Das war ich. Aber Digga, seine Cam ist wirklich teurer als mein Leben. Er filmt nicht mit einer normalen Vlogging-Cam, er filmt mit der Sony Cinema Line FX3. Revi filmt seine Vlogs mit dieser Cam. Mit dieser Cam werden normalerweise Netflix-Serien gefilmt. Und die sind vom Inhalt um einiges besser als die Vlogs von Revi. So ein Ding ist das. Na? Nein. Na? Na? Machen wir? Ja. Mein Lieber! Impfen ist nicht nötig. Boah, weiß ich nicht, ey. Ja gut, dann. Perfekt, danke. Nee, super, das reicht mir dann auch schon. Sieht schon erotisch aus hier, ne? Ja, das wird extrem Ja, geil. gestern in der Sauna mit dir. Wir waren gestern... Hey, wir sind nicht bei Funk. Wir Hey. können das nicht mit der Musik. Warum ist denn das jetzt so dunkel? Ist das normal bei diesem Format? Ich habe das noch nie gesehen. Das Hast du es nicht gesehen? Nee, noch nicht. Und damit willkommen zu Korrekt oder Weg? Das Quiz mit Tisch. Das Quiz mit Tisch. Leute, ich würde sagen, muss ich... Erstens, vielen Dank an Miguel von WWW, dass er mich eingeladen hat. Und zweitens, ich war, glaube ich, noch nie in meiner ganzen Karriere, haha, an einem so gut organisierten, effizienten, speditiven und tollen Dreh. Es war wirklich sehr, sehr geil. Die Jungs machen das sehr gut und ja, hat mir viel Spaß gemacht. Der Gast selbst vorstellen. Zu meiner Rechten. Nova, hallo. Ich bin Adi. Kommen wir nun zu den Spielen. Würde ich sagen, falsch. Ah, chillig, Revi liegt jetzt einfach das ganze Video von WWW, perfekt. Ich sag's, wie es ist. Warum meinst du jetzt schon wieder? So blöd. Ich bin so dumm, alles falsch. Das ist nicht deins, das gehört nicht denen. Revi macht jetzt auf dumm, aber Revi hat actually nicht ich bin so dumm. Ich habe nichts gesagt, ich habe alles gewonnen. Revi hat nicht gewonnen, Revi ist dumm. Aua, das ist schon mal. Aua, das ist mich geschlagen. Meinst du, ich kann mit meiner Jacke Nein. Mir leid, aber das tut weh. Antonia fährt tatsächlich auch gleich mit zum... Ich sag ganz ehrlich, zwischen Antonia und Revi, da war eine gewisse Connection. Zwischen mir und Revi war auch eine Connection, aber zwischen Antonia und Revi, da war eine Connection. Ich weiß nicht, ob es da am Abend noch mehr Action gab. Okay, das wirkt jetzt sehr... Antonia fährt gleich auch mit zum Pokerturnier. Ich weiß gar nicht, wer spielt alles mit? Okay. Den Revi 28 und ich bin nicht Teil der Prank Bros. Adi, hat sich Spaß gemacht. Ja, es war wirklich sehr geil, vielen Dank. Es war wirklich ein Traum. Ihr findet das Video, was ich mit Alex zusammen gedreht habe, nicht in der Videobeschreibung, weil es nicht so schnell geschnitten wird wie meine Videos, weil die Videos eigentlich selber schneiden. Morgen ist es online. Wirklich? Nee. In diesem Sinne, Adi, hast du noch ein paar letzte Worte zu sagen? Meine Lieben, Ja, Digga, scheiße. Scheiß drauf. Hat er das Video in die Beschreibung gepackt? Ein Link von meinem Video? Kein Link von meinem Video. wir haben hier im Auto den unglaublich hübschen, unglaublich erfolgreichen, gut aussehenden Marius angeschrien. Wir unterhalten 2 von 3 uns. Sachen sind wahr. Du fährst mit zur Spielesause. Ja, Pokern. Und wieder mit dabei, die Dame des Vertrauens. Ey, Digga, Antonia und Revi, na komm, scheiß drauf. Gamescom! Wo sind die schwitzigen Gamer? Gamescom! Unge! Hier ist gar nichts los. Die Gamescom fällt dieses Jahr aus. Die Gamescom fällt dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus.
Scheibe! Stellte sich heraus, dass wir dort, wo wir sind, Zum falschen Eingang gelaufen. ganz genau. Schon starke Sponsoren. Früher die Sponsoren auf der Gamescom so krass, so Nike, Adidas, Red Bull. Heute der Junge. Hier haben wir das Big Baba Gaming Setup, 5 gegen 5, ne? Dann haben wir hier so Leute in so einem Kasten sitzen. Küchen-Setup, auch sehr insane hier. Und dann ganz wichtig, Leute, das wird natürlich sehr, sehr wild. Fußballturnier. Brauchst du eine Pause, schaust du die Spielesause. Die haben sich einfach eine Halle genommen und haben daraus ein Studio gebaut. Geil, Digga. Das wird auch sehr, sehr geil. Ihr müsst euch vorstellen, was ich crazy finde. Hier, pass auf. Hier sind super viele Sponsoren drin, aber zum Beispiel Robs, Hyped, Edel Talk als Podcast. Das sind alles Brands von uns. Das sind alles keine Marken, die jetzt irgendwie von anderen kommen, sondern das sind einfach Marken, die wir selber gemacht haben. Das ist crazy. Natürlich haben wir immer so unsere Lieblingspartner wie Red Bull und Co. mit am Start. Aber es ist crazy, Mann, wie sich das alles switcht, oder? Was für ein Loser sitzt in einem Glaskasten, ne? Sitzt in einem Glaskasten. Mein Lieber. Auf Pro-Gamer angelehnt, Digga. Kennt ihr diese E-Sports-Events, bei denen die Pro-Gamer auch in den Glaskasten sitzen? Das war hier auf keinen Fall der Fall. Ach du Scheiße, Mann. Digga, das ist ja wie im Zoo im Gorilla-Käfig. Richtiger Affe, der hier drin sitzt. Wie kommst du, dass du in Köln bist? Ich wohne hier. Wir haben gerade die Information bekommen, dass sich das Ganze noch ein bisschen verzögert. Das ist aber gar nicht schlimm, denn ich habe tatsächlich gerade neben der Mülltonne diese Stapel Autogrammkarten gefunden. 10 € ohne Unterschrift. Krieg ich die? Ich gebe dir 10 €, wenn du den kompletten Stapel jetzt endgültig wegwirfst. Alles klar, der ist in der Küche, kannst du einfach wegschmeißen, ne? Perfekt, danke dir. Rein damit. Hämmer ihn rein. Oh! Der war nicht drin. Ey, ich sag ehrlich, ich hätte so Bock gehabt, Fußball zu spielen da. Ich wäre da richtig dabei gewesen, weil da wird nicht rumgejoked, da wird richtig gespielt, da hätte ich Bock gehabt. Der war fast drüber. Hierum geht's eigentlich heute, ums Pokern. Vor allen Dingen, wie oft hast du den Witz eigentlich schon gehört? Mann. Ich muss ehrlich sagen, bei Pokern, da bin ich raus. Ich habe keinen Plan, wie Pokern funktioniert. Juckt mich gar nicht. Ja, kannst du. Zum Glück geht dieser Vlog nur 50% über Poker. Perfekt. Das geht dich einen Scheißdreck an, Würdest du Revi. sagen, du spielst süchtig? Hin und wieder, Meinst gelegentlich, du, es ja. ist intelligent, eine Sonnenbrille anzuhaben, die spiegelt, damit ich sämtliche Karten bei dir da drinnen lesen kann? Nee, damit du dein Ego ausleben kannst, weil du dich die ganze Zeit in der Spiegelung siehst. Das war actually ein guter Konter, Mann. Den anderen jetzt einen Vorteil zu geben, habe ich natürlich jetzt auch eine Sonnenbrille an, damit man tatsächlich die Spiegelung der Karten, also würde ich jetzt halt so eine Karte halten, kann man hier sehr gut in der Brille erkennen, dass das eine neue... Das ist auch ein richtig geiler Lifehack, wenn ihr mal ein Spiel habt, bei dem ihr zu 4 seid und 2 Teams habt, also 2 und 2 und ihr sitzt vis-à-vis, dann nehmt einfach eine Sonnenbrille und ihr seht die Karten. Das ist perfekt. Lifehack hoch 10. Herz ist, das ist sehr intelligent. Hallo. Steh noch mal kurz auf, du hörst ja wohl scheinbar wieder nicht. Kevin? Wir haben dich. Kevin. Mann, Bruder, ich sehe nicht aus wie eine Englischlehrerin. Jetzt immer. Sieht aus wie eine in der Midlife-Crisis. Kannst du pokern? Ja, ich werde euch nackig machen. Alles klar. Es ist kein Ich kenne, dass du mich ne? nackig machst. Ja, genau so. Ich werde Niklas. Ich kann nicht pokern, aber ich kann jassen. An alle Schweizer, ich kann jassen. Kennt man in Deutschland jassen? Jassen ist so ein Schweizer Nationalsport, Brettspiel, das sehr, sehr huge und sehr geil ist. Während der Show. Bro. Okay. Extrem gut gespielt. Oha, einfach KLs, Digga. Wirklich jetzt? Ja, für Pitbull, ne? Ja, für Pitbull. Ja. Bist du Hätte wohl Ich bin der Geil von bereit? Komm ich auf dein Hotelroom, nimm mich bitte aufs Hotelroom, bitte nimm mich Hotelroom. Antonia, schön, dass du dabei warst. Ja, ich war anwesend. Ja, genau. Und die Leistung war absolut lächerlich, Mann. Willst du nicht gefilmt werden, Lena? Doch, mit Laptop. Okay. Wie ich gerade erfahren habe, habe ich tatsächlich für Antonia war anwesend und der YouTube-Kanal von Milo, der ist verwesend. Gronk im Team gespielt und leider Gottes verloren. Also ich habe jetzt schon wieder ein Kindheitsidol von mir enttäuscht. Das passt, ich entschuldige mich kurz. Hey Erik. Ja. Ich war bei dir im Team und ich habe verloren, es tut mir wirklich sehr leid. Ja? Du hast verloren. Ja, ich habe verloren tatsächlich. Ich habe dich mal wieder enttäuscht. Ich bin ganz ehrlich, wenn du bei mir im Team warst und verloren hast, ist das alles, was Leute von dir erwartet haben. Danke dir, Mann. Alles klar. Wir sehen uns später. super geil. Bis später noch. Tschüss. Digga, Gronk ist einfach so eine Legende. Gronk ist einfach so eine Legende. Ich weiß nicht, der ist jünger als Montana Black, I guess. Der ist jünger als Monte, aber absolute Legende und der hat auf Twitch auch immer richtig viele Zuschauer. Ich wusste das nicht, weil ich dachte immer, Gronk ist so ein bisschen durch, aber Gronk ist, der ist gar nicht durch, der ist fresher denn je. Kevin. Was ist los, Bruder? Eine geile Bowlingkugel, no joke. Digga, das Da mal drei Poker. Löcher rein und ich würde... Bro, ich will so ein Pokerturnier, habe ich dir ja schon erzählt. bei Ey, mir mit zu mehreren Hause Tagen. demnächst. Mehrere Tage Boah, ist doch richtig krass. mit fetter Bo... Komm, scheiße. Okay. Kevin, wir sehen uns gleich. Ne? Ich habe mich sehr gut mit Revi verstanden, weil wir haben den ganzen Tag nur Scheiße gelabert. Ich glaube, wir haben kein einziges Wort gesagt, das ernst gemeint war. Aber er ist ein funny Dude. Ist actually sehr, sehr, sehr ein funny Dude, aber dafür auch sehr dumm. Ja, fast in die Scheibe gelaufen. Unangenehm. Was macht der junge Mann hier? Wir schauen kurz. Wir gehen kurz rüber ins Altersheim. Oh, hallo. Alter!
Oh, hallo. Was machst du denn hier? Was geht? Wie war's? Ey, ich war Vierter, ich hatte echt ein bisschen Pech, aber ich bin ein sehr guter Pokerspieler tatsächlich. Echt? Ja, wirklich. Nice. Ich hab gut gespielt. Digga, Trimax ist so lost. Was spielst du da? Ich spiele gerade Everdale. Wir sind gerade fertig mit Clash Royale. Everdale, was ist das? Neues Game von Supercell. Und du liebst das? Ja, macht sehr Und viel Spaß. Bist du schon süchtig? Ja, ich spiele es auch nachts. Hast du schon was reingepayt? Gehen nur 10 Euro am Tag. Nur 10 Euro. Mehr geht nicht. Das Einzige, was geht, um sich einen Vorteil zu erspielen, ist die Countdowns immer perfekt zu timen. Ja. Das heißt, ich stelle mir ungelogen um 3:10 Uhr einen Wecker, um 8:20 Ey, Uhr einen Wecker. Max, Bro, du hast wirklich ein Problem, Alter. Wieso? Du hast einfach, das ist nicht gesund. Das ist geil. Bei Spielen auf dem Handy, da ist es wirklich komplett vorbei. Da könnt ihr lieber von mir aus Farm Life Simulator 2012 spielen als Handygames. 3 Uhr nachts stellst du den Wecker. Das heißt, ich werde heute Abend noch miterleben, wie du dann da reinpayst oder da den Wecker machst. Ja, Oder das- ich muss die Forschung weiterbringen. Wir sehen uns noch später auf Jo. diversen Aftershows. Ah, du haust jetzt schon rein? Ich muss jetzt schon los. Wir spielen jetzt noch zusammen Basketball alle. Du kannst noch mitmachen. Nee, wenn du darf willst. ich nicht. Darfst du nicht? Nee, oder? Doch, Ich natürlich. muss jetzt gehen, haben die gesagt. Nein. Der Security hat mir gerade einen Schlagstock. Nein. Nein. Nein, Rumatra, komm mal her. Umatra! Rumatra, komm mal her. Ich muss dich was fragen. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Basketball mit denen. Ich finde einen Vlog. Ich kann nicht ballen. Aber was machen wir mit unseren Streams? Gehen wir mit. Ich bin doch die krasse Kamera. Darfst du eine krasse Kamera holen? Ja, ich darf immer eine Kamera dabei haben. Loser. Wieso riechst du wie die ganze Gamescom, Romatra? Wie machst du das? Ganz kurz an der Stelle könnt ihr einfach meinen Channel abonnieren einfach. Bitte schneidet es rein und schreibt alle einfach mal Revi warum in die Kommentare. Ey, Digga, wieso habe ich das nicht gemacht? Ich hätte auch die Cam nehmen können und das sagen. Dann gebe ich in Kommentare liest, fragt er sich warum. Und weiß nicht warum. Nicht filmen, Marius, bitte. Hey, ich freue mich so sehr auf die Halle, Alter. Ich auch. Das den Witz, den die hier gemacht haben, Bro. Den ganzen Trash in unserer Halle X10, Alter. Jedes Wochenende. Du weißt, dass unsere Halle nicht so groß ist, oder? 900.000. Spoiler doch nicht. Unsere Halle ist doppelt. Das hier ist winzig gegen unsere Halle, Chat. Unsere Halle ist doppelt. Digga, die haben einfach eine ganze Halle genommen und umgebaut, aber es sieht so geil aus. Wirklich sehr, sehr geil. Obwohl ich sagen muss, die Streams bis jetzt habe ich so mittel gefeiert von der Spielesause. Doppelt so Wir groß. machen hier keine leeren Versprechungen. Doppelt so groß. Die sind nicht so leer wie unsere Halle gerade. Jetzt geht's los zu Crispy Rob Aftershow Party. Gibt's bei euch was zu essen? Chips. Chips, aber gibt's so richtiges Essen? Später heute Nacht. Heute Nacht? Was heißt Nacht? Soll ich schon mal einen Kuh rüberziehen? Ja. Perfekt, dann bis gleich. Habt ihr gesehen? Habt ihr gehört? Heute Nacht gibt's was zu essen. Warum bist du so nah an mir? Voll attraktive Mann. Stause, Lause, Braun. Entzündet den Tornado. Kommt der Regenwasser Ja. Perfekt, wir sind jetzt hier bei Rob. Das ist ein absoluter Traum. Okay, zum Glück bin ich nicht gegangen. Soll ich Vorwärtsrolle machen? Ja. Ist für dein Video? Ja. Ich bin Mo. Alles klar. Der Boden ist nass. Perfekt, danke dir. Hey, Rob hat dir wirklich verrückt aufgebaut, Mann. Das ist insane. Hier ist so ein Festivalzelt einfach. Sponsor bei Rob's Chips. Checkt ihr aus. Sanders, ganz kurz in 2 Worten. Ist es im Garten von Crispy Rob? Holy shit. This is a party. Geil. Ja, ich dachte eigentlich, dass die Vlogs von Revi scheiße sind und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind genauso, wie ich mir sie vorgestellt habe. War ein sehr, sehr geiler Ausflug auf Köln. Ich war jetzt nicht so lange im Vlog, aber obviously, weil ich war nur bei WWW und mit Revi damals. Das Video kommt heute auf meinem Hauptkanal. Kuss geht raus an Revi. Vielen Dank an WWW für die Einladung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. My heart just got stuck between these